Ja, schön genug. Freut mich, dass aber trotzdem nicht zahlreich kommt. Meine Nummer ist auch schade, dass du immer tritt. Und schön, dass ich immer für den Zweiten Weltkrieg interessiert, besonders für die Resistenz. Noch mehr Haus, okay, dem nicht. Oder ein bisschen Tablet noch. Besser so? Ja, so genug. Ich finde nicht erfahren, ich will mal kurz schwätzen, du willst. Entschuldige mich dafür. Also, ja, ich habe mich immer für das Thema interessiert, dass du durch familiäre Sachen ständig also das Loven, der LPL 4, also ich, da bestimmt viele wissen, aber dann ziehen sich 3 LPL, wenn man dann einen kleinen Überblick dann diese Loven fertig kriegt. Kurzsenker, Champions Klappen, ja, das ist eine Dobdelung von meinem Viertag. Ein kleiner Introduktion. Das heißt, sich als Denker so ein Thema an seinen historischen Kontext zu setzen. Du mengst du ja dann mit ganz viel Neues. Relativ sehr durch, für aber dann die Resistenz an ihren historischen Kontext zu setzen. Dann Thema Gründung, aber auch ein bisschen so, wie die Resistenzgruppen sich Membern rekrutieren und wo. Du gibst da wie so die 3 anderen, für die dort der LPL von Raymond Petit und dann die von Herodes und zum Schluss dann noch der LPL von Brese. Auch bei einer kurzen Biografie von den 2 genannten Herren. Dann, das ganz interessant, das für meine Meinung, das sind die Programme. Das heißt, die haben natürlich schon Gemeinsamkeiten von der LPL Petit und der Herodes bei der Bresler geht es kein. Der Kampf geht noch verband, logisch. Die ganz großen Unterschiede, auch wenn die 2 Programme geht, für allem dann beim Herodes, das größte Programm, das ihn abgesetzt hat, am Zweiten Weltkrieg über Nukleus. Und du werdet sehen, du gibt die schon immens weit. Dann die Aktivitäten, auch da denke ich, kann ich noch ein bisschen kurz machen, um zu gucken, wie man Zeit tut. Weil ich meine, die Aktivitäten hier von den Resistenzgruppen, die ähneln natürlich auch logischerweise andere zu den Resistenzgruppen, die dann zu der Zeit auch existiert tun. Da wird es eigentlich konzentrieren, weil es auf die bekannten Elemente, also bekannte Sachen, die dann an den Jahren von der Okkupation dann auch der LPL zurückgehen. Und dann zum Schluss eine kleine Konklusion zu dem Exposé. Ja, die Introduktion, der wusste, 10. Minus 40 als Nazi-Deutschland in als Lützeburg am als Land angefallen, Neutralität, das also ein violiert ging, 1940. Und der Widerstand natürlich, also okay, kommt von der Armee und so weiter, natürlich logisch viel. Das hat man schon ein bisschen sinnlos gewesen. Das hat nicht ganz viel gewurscht. Direkt nach den nächsten Stunden auch bekannt, Monichas Flücht mit der Familie. An eben Nordregion, wobei dann eben der Minister macht, den Erzählungsminister, und schnell erinnern, den das nicht rechtzeitig fortkommt, den das dann unter Grenze gehalten ging an die anderen 4 Ministerin, die da dann auf der Foto gesehen zu London, die sind dann also das Minister Herr Dupont, weil der die Region von Herrn Dupont, die sind dann schlussendlich später auf London gekommen. Wieso ich das schnell kurz hin? Es gibt ja eine globale Enttäuschung. Erstens, dass natürlich Land auf Feierung ist. Das ist natürlich ein großes Problem gewesen. Für die Regierung gibt es im Zweiten Weltkrieg mehr wie einmal 4 geworfen, obwohl sie politisch nicht aber keine Konsequenzen werden haben, weil sie aber dann ihre politische Karriere keine weiterfeiern. Die zweite Enttäuschung ist als für noch militärischer Natur, weil natürlich die französische Armee immer sehr angehen und anschmecken, weil noch viele zu die haben nicht ein bisschen mehr Widerstand wenigstens dann erhofft gehabt. Du willst das heimende Loch zu füllen, das feierungslose Land, du willst auch eben Resistenz, Mengen der Sport für du, für die weit Hoffnung zu geben und so weiter, und die zu behalten. Und das war natürlich, denke ich, ganz, ganz wichtig, moralisch zu haben. Ja, meiner kleiner Militärverwaltung hat Lützeburg
Kommen dann den 2. August 1940 kommt die Gauleiter Gustav Simon an Land, der war schon Gauleiter am Gau Koblenz Träger. Den er Führer ist, als den zum Gauleiter genannt ging. Das weiß ich also, dass hier tatsächlich direkt von Adolf Hitler eben genannt ging, als den in der Stunde ging, muss ich direkt. Ein kleiner Ausdruck, wie du gesehen hast, von 1933, das ist bekannt, dass in einer anderen Lützburg auch für Nazi-Deutschland hat, Deutsch war. Und da war da aber schon keine Politik für Nazi-Deutschland heute zu Lützburg, Heimungsreich, Verdeutschung, Germanisierungspolitik, könnte man es nennen, wie das will. Das war natürlich Ziel von der Politik von Gustav Simon. Von der Statur hier anscheinend ein relativ kleiner Mensch, wie immer genannt, der Giftpilz von Hermeskreis. Also schenkte bei seinen Modellbüchter eben noch dort Ruf gehabt und natürlich nicht in den Dom, auch dann immer die Leute, die dann weiter singen, Entscheidungen schwierig tun, war natürlich doch schon klar, wenn man Persönlichkeitsdienst hatte. Dann geht noch ein zweiter Führerlass. Die Führerlass ist von richtig 10. 1940. Wollte ich kurz so, wenn du Darstellung, ein kleines Zitat: Luxemburg sollte in kürzester Zeit dem deutschen Volkstum zurückgewonnen werden. Das ist also ganz cool. Da hat hier Sicherheitsdienst ein Blankoscheck. Er konnte sich quasi als Chef der Zivilverwaltung aus Süddeutschland genannt. CDZ konnte ihn quasi falten, wie er wollte. Dann auf der anderen Seite auch bekannt, die germanische volksdeutsche Bewegung, ein Abend dann der Katzenberg gilt ja ein bisschen als Gründer. Der 17.05. gegründet, 1940, in Woche November. Ich wollte, Ziel ist ja klar, Heilsreich, wie auf dem Plakat gesehen. Ich wollte euch kurz zuhören, die ich entschieden habe, was zum Fond die Member geht, die an VDB angetreten sind. August 1940 600, September 1941 69.540. Am Mai 1942 hat man über 83.000 Member. Klar, muss ich sich vorstellen, wie viel ehrlich Ausschreibungen waren. Das kann ich keine Zölle nennen, aber du siehst natürlich viele Leute logischerweise, die an VDB gegangen sind, weil sie Abschnitt verlieren durch den Druck und so weiter. Aber das ist eben auch die Aufgabe von der Resistenz, eben dagegen viel zu weisen, halt bei der anderen Stimme, wie dann gegen Propaganda auch von der VDB, von Gustav Simon auch gibt, also Gegenpropaganda. Ja, dann, dass wir da geschlossen denke dann kurz die verschiedenen Resistenzgruppen, die jetzt manches Wissen so gesehen, ich hoffe, ich kein Vergiss, das sind nämlich einfach nur die schon ein bisschen an den Bücher Form tun. Ich wollte nicht logischerweise an die verschiedenen Resistenzgruppen aber ich wollte es einfach vielleicht erstens so, dass wir sich gemeinsam alle haben als keine Aktivresistenz. Also passive Widerstand hecht eben wie du Makin zum Beispiel in Frankreich gibt dann bewaffnet natürlich gekämpft und so. Das soll nicht der Fall sein. Das wird die Resistenz immer gesagt, durch der PL. Wir sollen also passive Widerstand reduzieren, oder konzentrieren, besser gesagt. Ich kann euch mit einem Beispiel, wieso vielleicht das auch der richtige Weg war. 1944, die genaue Datum, ich euch so, dass man gern aus den Ortsgruppen Leute, den Hermann für Jean Lenster, den als Schoss von zwei Refraktären. Du war so eine Gegenmaßnahme von Deutschland, die war ganz brutal. Die über das Schweiz und Münster festgehalten gehabt, geholt relativ willkürlich, wie das oft der Fall war. Da sind auch verschiedene eben angesperrt gehen, die sie noch nicht mehr heben konnten. Du kannst doch sehen, wie die Repressalien tatsächlich können sein. Dann, wo sich dann wahrscheinlich ein bisschen rausgeholt von den anderen Resistenzgruppen, die anderen, die da alle dürfen, die sind sich nicht ideologisch. Die Stadtbereich war kommunistisch,
bisschen orientiert bei den anderen. Das sehen wir auch nachher beim Programm von Raymond Petit, die nicht doch ganz gut keine Ideologie. Da komme ich an den Katalog zurück. Da ganz zum Schluss, du wünsche kurz zum Schluss vom 4. Raum, der das sich dann eine Resistenz und das die gegründet wird, ganz spät, 1944, als Summenschluss von denen Arten von verschiedenen, die für Drohnen existiert haben, die so dezimiert, was war, und diese zusammengefunden, aber nicht alle gut. Voilà, fängt man am ersten Thema so, Gründung an Rekrutement von Membern, ganz kurz vielleicht mit Quellen, die ich benutzt hatte, ist immer ein bisschen schwierig, quasi für Resistenz, Klandestinität und so weiter. Natürlich ist dann die Quelle noch nicht immer so einfach, die Schrift natürlich nicht immer alles das ist ja klar. Du kannst was dann nicht immer so einfach mit den politischen Programmen, wie gesagt, die wir alle gucken, die können wir also, die kann ich erschweißen, die können wir also ganz gut studieren. Dann zu meiner Zeit, wenn Feier, wo ich das geschrieben habe, wurde mir sich der Conseil, mit dem ich zusammengeschaut habe, das war noch der Conseil National de la Résistance, CNR. Da hatte ich Kontakt mit meinem Produkt dort, noch mit dem Zerschoffen und so weiter. Und da sind natürlich ganz viele Dossiers über die LPL, über die Medaille, eben die Resistenz, die ausgezeichnet sind im Zweiten Weltkrieg. Und so, da gibt es also viel zu persönliche Dossiers über die Resistenzler, also über die, wie ich mich ganz viel informiert habe. Da geht auch noch ein Prozesse von der Nachkriegszeit, logischerweise, wo natürlich auch den einen oder anderen Zeilen dann dort zu Wort kommen. Und dann auch nach Artikeln aus dem Rappel, die aus sich Zeitungen, wie dann sogar so eine Periodik von der LPPD, also von den Lützebäuer politischen Prisonnieren Deportierten. Und dann sind es zum Teil auch nach Interviews, die ich nicht gemacht habe, die waren, wie gesagt, die im Moment schon eine Rolle für den Raum vom Serge. Voilà, Albert Petit. Kurz noch über dem Raymond Petit sein Leben. Du warst auch der Letzte, das gab es in der Zeitung, und guckte Lützberg Wort, Lokalhistoriker, die der Meinung sind, die Person soll mehr bekannt sein, Lützberg Geschichte. Ich bin noch der Meinung, das kann ich direkt unterschreiben. War Student, ganz kurz in der Stadt, ich war richtig beim College, und da geht man ein bisschen klassifiziert danach. Ab 1934 warst du am Internat. Das wäre doch interessant, weil, wie so nicht, war viel am Bewegung. Und hat viel gependelt zwischen dem Daheim und der Stadt, und dann erst weil das vielleicht auch nicht einfach gemacht hat, mal Kontakte abzuholen, beziehungsweise Informationen zu verbreiten und so weiter, ohne dass es zu viel umfällt. Zwei von seinen Kollegen, auch Membern von Lufa Gunz und der LPL, der Jean-Emil Stoll und der Ernie Gielen, die haben den Namen auch gesucht werden. Ganz intelligente Kerl, die spruchgewandt, sarkastisch. Ja? Charles, den Ernie Gielen, den hast du Christach 1940 zu den Namen beikommen. Durch Programm, relativ. Ja, das steht falsch an der Wikipedia. Relativ. Wikipedia hat nicht geguckt, das aber ich werde erzählen, ich werde notieren. Das ist wie ein kurzer Charakter, wie so volle Stadt machen. Also zum Spruch gewandt für einen neuen Sarkasmus schenkt er auch ganz low gelehnt zu haben. Dann wird die noch gelesen mit Enseignen, mit Profen aus dem gut Inski, die natürlich mit seinem Charakter Inski sind, andere anscheinend ungeackt. Ganz intelligent, wie gesagt, an deiner Seite physisch war angeschränkt, mit seiner Polio. Musik wird anscheinend interessiert, ganz viel Schachclub, also dort sehe ich dann noch gehen. Da habe ich stabiliert gehabt, dass aus dem Zusammenhang eben der Schachclub immer mehr zum politischen Treffpunkt ging. Erst dann noch ein Freundeskreis haben wir genannt. Das kann ich eben so die Schachclub / erst dann noch ein Freundeskreis als zur Kanzel von der LPL Petit. Gründung September 1940, da suchen dann so Leute wie Jean-Emil Stoll und so weiter, dass den Raymond Petit von Lufa Gunz aktiv ist an der Resistenz. Hat nur richtig überdrohen.
konnte ich nicht direkt so kontrollieren, bestätigen, wie wenn in der Teil das ist immens impressionant, wenn du guckst, die 21 Minus und Plätze, der Remo Petit am Lützberger Wort, sie gehen doch nicht so was publizieren, das ist schon immens impressionant, Frieden, sich wie sie möchte, die hat, dass das vielleicht kurz vorweisen, dass er vielleicht dann noch hinweist, dass eben schon relativ sehr sei wie angeschlossen, das viel klar war, was wir will gehen. Wie gesagt, auch Rekrutement ist etwas Schüler, Studenten, auch in einem von die im Bereich von Schuldichten gerne sehen, zum Beispiel Joseph Fallens, den kommt schon noch zu schwätzen. Also wurden sich dann verbreitet am Anfang am Bereich von Studenten, von Jungen, für das die bis von überall kommen, ob ihr schon noch wird sich natürlich da überall die auch ran. Die Idee natürlich auch verbreitet. Weil das also dann an die Dienste dir waren, sind immer mehr sozial kuscheln, sich betroffen gehen, das auch sein Ziel. Ihr wollt, dass keine Klassenmaschine gibt, dass alle Leute auch an dem Moment eben mit integriert dann wären. Aber 1940 gibt es erst vom primären Examen. Du siehst ja schon, dass neben Deutschland Deutsch feindlich angeschrieben ist. Geht relativ sehr gesicht von der Gestapo. Du nicht gelesen, dass am 21. November wer viel gewesen ihn zu verhaften. Dazu kommen nicht, weil er halt dahin war. Und ab dem Moment ging ich nicht an die Teile an, wie es muss ich stoppen machen. Bon, 21.04.1942 leider war es dann soweit, du aus dem CDR-Treff Trapeiverschwingschütter gehst, als in den Stall gehen, also sich als Gestapo kommen, als Verrode gehen, das Haus wird dann geflüchtet, das dann komplett encercliert von der Gestapo. Und schlussendlich schütten sich dann mit 22 Jahren, dazu übrigens was Mengenschüler immer am Lycée, für das wohl viel kriegen, die waren hier im Alter, denen sich ein Kohle gerade abschließt. Vier, damit nicht an den von der Gestapo zu fallen, weil das Risiko groß ist, logischerweise durch viel anonym von der Resistenz eben dann genannt gibt. Und da fällt dann so viel Karten aus zu zoomen. Du gibst viele Beispiele von so Resistenzgruppen zu Lützburg quasi nicht mehr aktiv darauf waren. Bei der LPL, bei der Rolle bis nach. Du willst nur singen tragischen Tod, muss eine neue Schaffen der LPL. Da sind dann zwei, haben wir noch gehen, ein Kanin Künsch und ein Kanin den Hubert Gelesener. Die sind alle zwei verhaftet und die sind dann auch die von denen Resistenzler, die dann am Februar 1944 erschossen sind. Das ist auch ganz, ganz bekannt. Im Oktober 1942 soll ein Prozess gemacht gegen LPL Bombermann. Dazu kenne ich nicht. Es gibt so verschiedene Theorien, die ich aber ohne Leber übersprungen der Zeit bewegen. Voilà, das ist also so ein kleiner Überblick, was Gründung und Rekrutement angeht. Also kann ich sich so als Konklusion, dass Verbrennung von der LPL kann national genannt gehen. Es gibt immer Gegenden, wie sie mehr präsent sind, das ist ganz klar. Aber Zahlen von dem ganzen Monat bin ich nicht kennen. Dann komme ich bei der Rodisch, als dann ein bisschen spät gegründet im November 1940, Edward Ronnier. Wenn er sich Lebensdaten guckt, sieht er, du hast natürlich schon eine ganz andere Person. Die war so gut wie pensioniert. Ja, ich denke, das tut er vielleicht eine Ursache, wieso sie dann auch ein bisschen anders so Ideen haben. So ein Spaziergang geht für die Notlichkeit. Aber die zwei Fotos, die ich noch viel drin habe, dann hat er ziemlich Gedankenstehen. Ein Gedankenstehen zu Bertreff für den Remo Petit. Dann hat er sich Gedankenstehen dann zu Klief. Unzen, das ist dann per Klief, das Gründer von der Klief, Unzen, weil er noch geboren war, gestorben ist zu Brüssel, weil er noch nach Flüchten 1942. Und ich habe dann zusammen mit Theodor Lasch, Pastor,
die RPL am Norden vom Land gegründet. Wieso RPL? Zufall, so wie ich was informiert sind. Zufall ist das nur. Die RPL wurden nie irgendwie fusioniert und unabhängig funktioniert. Und trotzdem sind da Kontakte. Dann gehen übrigens dann noch eine unter Dritter mit der LPL von Bresel. Wir sind anders als wir schicken dann den Flug durch Bresel gemacht, so haben wir noch Gesicht war, und wir könnten noch einen Kontakt in der anderen mit der LPL von Bresel. Das kann ich zu singen, Rekrutement, so, beziehungsweise zu Singerverbreitung, Männer national, also echter Eislik. Sie hatten zwar auch eine Basis, zum Beispiel zu Apple-Projekt, da sind dann noch so Komitee natürlich gegründet, wie sie das dann an ihren genannt haben, auch an der Staat, nur zum Beispiel Minat-Mann, relativ wenig. Den Alphonse Rodich wird nach dem Zweiten Weltkrieg 1944 ein kleines bisschen rausgehen, 4 années de lutte, Histoire d'une Résistance. Dort hat er immer gesagt, es sind viele lokale und regionale Schafe gegeben. Mit größerer Autonomie hatten die gehandelt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass sie aber als Kap definitiv von der Schaft von der LPL genannt ging. Ich bin noch der Meinung, dass das aber trotzdem sogar nach bleibt, nachdem es noch ein bisschen dann geflüchtet war. Für mich Fall ist es nochmal die Hauptfigur. Dann nach die Nacht, da gibt es relativ wenig Quellen, da Bresel schenkt auch so gegründet, ging zu sehen an 1940. Von Lützburg hat zu Bresel gelebt, geschafft haben, waren aber auch Belgisch Resistenzler Member von der LPL von Bresel. Durch den verloren den bekannten Tagesatz, von den der Bresel denkt, war es für alle eben eine Zeitung, eine Untergrundzeitung, die sie dann rausgehen hatte. Da komme ich dann noch ein drauf zu sprechen. Wir schenkt dadurch dann die kleinste Gruppe Gewicht zu sehen. Und trotzdem hat sie dort aber eine wichtige Rolle, so eine Zeitung, die dann auch an der Belgisch gedruckt ging, also in der Blitz besprochen ging. Und auch dort sind die verbreitet gelassen haben. Und noch für einen neuen Kontakt am Service de Renseignement der Belgisch, also mit den verschiedenen Renseignementservices, die dort sind, Kontakt, also indirekt noch auf sie noch Plottung. Voilà, das wäre kurz, was Gründung geht, kurz noch die Biografie und so weiter von den zwei Kap von den zwei LPL. Programme. Da wollte ich eben die zwei Seiten gucken. Und da gibt es sich umgekehrt zwei Trakten, zwei Fluchtbilder pro LPL, die in Heimat gucken, weil der Dienst, der zweite vertieft sich dann immer ein bisschen das erste Fluchtblatt. Sie ganz präzise Programme. Wirklich viele Gemeinsamkeiten, natürlich viele schon gesagt, Kampf gegen Okkupant, Moral, Heischale, also Propaganda, Gegenpropaganda und so weiter. Und den Hauptunterschied, wie auch schon gesagt, als eben dann das Programm von Rodich als sich größtenteils ein No-Kriegsprogramm gewesen. Bei der bei Bresel ist man kein Programm, das sich bekannt. Ja, mein Gesichter, schon erst ein bisschen die eine oder andere Sache dabei geschrieben, da kann ich das vielleicht auch besser nachvollziehen, da werde ich dann immer so schwätzen. Am Anfang geht es um die Gründung, da seht ihr jetzt B, du erzählt natürlich, dass sich den Willen, ob es dagegen zu machen, gegen Nazi-Okkupation, dass die natürlich schon ganz frei doof waren. Und das eben impressionant ist, und das sehen wir alle noch mehr, das ist eben tatsächlich organisiert. Zum Beispiel steht dran, die LPL ist nicht ein lockerer Verband. Es ist ein gegliederter Körper, der von einer Zentrale aus geleitet wird. Die Zentrale, kommen Jochdenker, logisch drum zu schwätzen. Dann logischerweise das Geheim, das ist eigentlich logisch, man schwätzt mal von Untergrundorganisationen, sowas geheim oder musste geheim sein. Das ist immer das Geheim, eben für erfolgreich zu sein. Das heißt, muss ich extrem vorsichtig sein, weil wir keine Männer wie da sind.
dann kann ich natürlich zum Ziel an die verfolgen. Der Tisch kann so erfolgreich sein, wenn sich garantiert das, natürlich auch für den Member. Das ist das Sweet. Sie muss auch daheim sein, weil die Sicherheit für die Leute logischerweise auch unbedingt muss am Fokus dann stehen. Dann patriotisch, ganz, ganz klar. Und da sind wir, wie ich finde, schon angedeutet habe, ihn adressiert sich den Raymond Petit mit allen 3 Lützebäuer, die sich für freigebig ansetzen. Also, kein Unterschied zwischen 3 Journalen, kein Klassenunterschied. Die interessiert hier nicht die klerikal, die sozialistisch, die liberalen Tendenzen, die logischerweise am Land gehen, die Aussichten, das soll alles eben nur auf Zeit gelöscht. Da steht die Unabhängigkeit vom Land im Spiel, und du musst man eben als Divergenzen gehen auf Zeit. Also ganz klar, als das also nicht ideologisch. Dann den Abbau, was interessant ist, dass dann darauf sind, das Schema, das aber dann als einen späteren Trakt, das dem heutigen Ideologisten gewesen wird. Du gesagt, die bildliche Darstellung des Aufbaus, du siehst dann die Chef, was dann die sogenannte Gouverneur. Da gehört dann auch nach so ein Generalquartier. Klingt alles ganz militär, die Begriffe. Das ist in der Meinung, dass das auch gewollt, dass das militärisch so klingt, passt gut an Zeit. Wenn in den Obbau guckt, wieso denkt ich hätte Raymond Petit das gemacht, mal für zu weisen, wie stark, wie groß, wie zahlreich, wie gut organisiert sie sind. Für auch Vertrauen eben für den anderen Lützebäuer, also von all den Lützebäuern, die sie zu kriegen. Überhaupt zum Beispiel auch ständig in Kontakt zu sein mit der Grande Chance an der Regierung im Exil. Das gibt am Nachhinein ein bisschen viel geworfen, die Behauptungen, die an der Nachkriegszeit kommen doch ganz kurz zum Schluss nicht schwätzen, noch dann die andere Posten gemacht haben. Gouverneur Generalquartier kann ich euch so, wie das ausgesetzt, das ist ein gewollter Mythos. Das heißt, das also du so schon nicht ging. Den Raymond Petit hat sich zum Beispiel immer AC13 genannt gehen, also Agentchef Nummer 13. Klingt so, wenn hier irgendwo viele Agentchefen wirstärken, waren natürlich auch eben ein ganz sicherlich Kap dann von der ganzen Organisation. Sonst, das kann ich noch dazu sagen, ja, sind also sogenannte Bezirksleiter, Gruppenleiter und so weiter. Der Gruppenleiter war logischerweise der Bezirksleiter dann recht informationspflichtig, sollte ihm natürlich dann immer alles informieren. Der Bezirksleiter sollte seinen Gruppenleiter kennen, aber umgedreht sollte das nicht der Fall sein. Das war auch wichtig, auch für den Raymond Petit, dass eben nicht Südverein genau wusste, ja, wie das dann, wie das funktioniert, oder wie das überhaupt doch normal wird. Ich auch gewollt, weil man irgendwie verroten kriegt, dass natürlich noch nicht BMO das Ganze eben zusammenfällt. Voilà, nun sind da also die Abbau, den du wirklich immens detailliert dann eben hast, mit der Feierungsetage von dem Generalquartier, weil du so nicht funktioniert, dann so nicht existiert. Dann nach Ziele, also noch klar, vor der Strukturdenke kurz das 4 lesen, die LBL hat, das ist auch interessant, was da durchsteht, hat in Vertretung der Regierung, sie vertreten die Regierung, die am Exil lassen. Da tut die also für eine Aufgabe, die LPL, für die Erhaltung der nationalen Unabhängigkeit und die größtmögliche Sicherheit der luxemburgischen Bevölkerung Sorge zu tragen. Also, Ziele waren Membern aus allen Gesellschaftsschichten zu rekrutieren, Propaganda, Honiggesot, Hölle für Patrioten in Not, gehen da immer mehr, die sind unter Flucht, die verstoppen sich, die muss man logischerweise unterstützen. Aber wenn ihr von der Flucht schlatzt, dann war ihr so. Natürlich Leute auch darauf sind, sie doch auf Spenden zusammen für die Leute, also für die Patrioten, die dann, dann tatsächlich die Hilfe gebraucht haben. Dann hat noch ganz klar eine Gedanke, keine Aktivresistenz. Ich habe ja schon erklärt, wieso.
und soll also für einen Geheimdienst sein, wie ihr seht, Spionage, auch Sabotage. Du hast mal gesagt, dass Sabotage nicht allzu viele direkt hier im Land bekommen. Und dann ganz wichtig, und das ist das Einzige, weil der die über Nuklearzeit sieht. Also der Reporter, die über Nuklearzeit sieht, das als Kampf der Verräter, Epuration. Das sind ganz klar daran, dass du etwas nur kommen, dass du eben logischerweise die Leute zur Rechenschaft zugehen. Mehr steht heute direkt nicht dran. Aber doch, dann zum Schluss noch interessant, dass Behauptung hier an dem Trakt aus, wenn die Verräter guckt, seht ihr, seht ihr seht Trakt, von den Verrätern sind 70%, das ist Deutsch, das ist entweder kommen sie aus Deutschland, oder sind wir eine deutsche Frau/Mann bestört. Und 21%, wenn wir schon wieder 21%, die wären, würden die schon wie genannt, habe ich gesagt, das ist Spicken, bis neue Gangen, ich denke, viel lesen. 21% der Verräter sind moralisch oder geistig völlig degeneriert und minderwertig. Wenn das Einbrecher, Gewaltverbrecher, Sittenverbrecher, Ehebrecher, notorische Trinker und Blöde. Voilà, das ist also Datei über die Verräter draufstehen. Logischerweise haut es das. Was ich dann nicht einfach so versuchen, das ist so klar, ich muss nicht immer den Kontext von der Zeit logischerweise setzen. Dann kann er einen zweiten Trakt, den ich weisen, die nächste Version auf 1940 gesagt habe, also Ende 41, Anfang 42. Das ist interessant, dass du gehst mehr präzise, welche Membre so abholen, weil die muss aufpassen und so weiter. Du willst dann doch Anweisungen für Gruppenleute. Und ich soll die Gruppenleute allein können, dann Membre abholen. Mehr kann aber so einen sogenannten Werber kann auch eben die Möglichkeit geben, den also dann ein Membre erwerben, also sicher findet. Klingt einfach, also nicht. Muss ich bewusst sein, wir sind hier, wie das gesagt, an einer Feld auf und zwei Feld. Besetzung ist schon lange im Gang. Ich meine, du kannst behaupten, dass schon viel Resistenz da eben am Prison sind. Und du willst dann doch den Trakt haben, wir brauchen neue Leute. Und du willst du auch Hannover verschiedene Viertelschmussen nehmen, die auch dran stehen, die dann weiterfahren, vielleicht zu verhandeln. Voilà, wie gesagt, mit den neuen Membres, die muss die letzte zuverlässig. Das bedeutet, die habe ich diese 107 als gefeiert. Die so einen Charakter haben, den logischerweise auch den packt. Weil du fragst, wieso das immer du willst noch Charakter fest sind, der zum Beispiel kein Trinker sein, steht auch dran, das hat immer angehalten, das wesentlich nicht. Du dann nicht wohl auch Junker dabei, weil kann ich ja schon nicht so, ich was dran wollen, 15 Jahre. Und bei der Periode steht das übrigens auch dran. So, wieso der Verb auf 4 bedeckt 4 Gut. Was ist das? Und nicht so, willst du morgen gebaut? Der Perl, das vielleicht nicht gerade die Bergstieg, die versteht auch so. Zum Beispiel sind dann am Trakt steht so Sachen drauf wie die Frau, die da kein Stall als Werber, was halten sie von der LPR? Das ist schon ein bisschen mehr neutral. Wenn ihr da merkt, wie ihr reagiert, kann ihr dementsprechend dann auch selber drauf reagieren. Natürlich ist das Ziel, dass der Werber logischerweise den eigenen Memberschaft nicht preisgibt. Das ist, denke ich, ganz klar ein Ziel. Dann nicht direkt abholen, wenn ihr merkt, okay, die ist gewollt, nicht direkt abholen, einfach Bedenkzeit. Für das die Person noch Möglichkeit hat, sich mal drüber zu schlafen, viel zu wissen, sich klar, was bringt das? Also, das Risiko eventuell, den ich noch mal hin. Voilà, das ist also ein bisschen, wie der rasch Verben geht. Und du geht dann, wenn der Member von ist, geht der Nummer. Und dann sich ein Aufnahmeformular. Du siehst eigentliche Verpflichtung, was der da genannt wird, unter Treueheit. Sich aus der Resümee sehr gemerkt, geheim als Sicherheit Leitmotiv.
Dann steht du sich an den verschiedenen Paragraphen immer dran. Du verpflichtest dich, ja, eben das geheim zu machen. Du verpflichtest dich, andere Menschen nicht an Gefahr zu bringen. Du verpflichtest dich, logischerweise als Indien noch zu vertreten, du gehst, ich weiß, du kannst machen. Also, für alle geht es also dann darum, die Gruppen LPL, die einzelnen Membern dann eben noch zu schützen. Du weißt, wo bei Nahbestimmungen die ich dann sich nicht probieren, du werden sich bei den Aktivitäten, du kommst ja noch drauf zu schwätzen, du willst wirklich irgendwo eine Präkaution auf Erde passen. Weil wir ja schon ursprünglich mehr plus minus den Krieg, also Besetzung als geschwunden, muss ich eben immens aufpassen. Natürlich aufpassen, ob die deutschen Spionen, die probieren natürlich auch so Resistenzgruppen zu infiltrieren. Übrigens das auch Ziel von der LPR oder von den anderen Gruppen auch immer gedreht sind. Natürlich auch staatliche Platz Gestapo oder die Verwaltung, die deutsche Verwaltung natürlich auch zu infiltrieren mit Resistenzen. Also aufpassen mit Spitzen. Kein Dokument, ob sie schon die könnte kompromittieren, kein patriotisches Foto, ob sie schon die auch immer die Leute bei sich hat, mit einer patriotische Symbole, Spingen, was auch immer. Es ist auch die sogenannte Spingenskrieg am Anfang dann von der Besatzung ging. Dann möchte ich bei der Verhaftung. Das Risiko besteht immer, da geht auch ganz präzise darum. Da sieht er, wie tatsächlich sich ganz viel, hier schenkt er wirklich gehabt, die haben Gedanken, die gehen auf den Kasten, wie viele Gedanken sich da gemacht wird, wann er verhaftet wird. Leugnen. Das ist natürlich das ist einfach gesund. Wenn wir wissen, dass der Prügelburg, der Villa Pauli und so weiter, Tortur, man weiß ja, wie das vor. Ja, dann aufpassen, dass ihr seht auf die Untersuchungstricks von der Gestapo. Das hier steht, wo sich ganz einfach die Gestapo hat gesagt, du brauchst nicht zu leugnen. Mehr haben viel Beweise. Gesteh an, da kriegst du keine schlimme Strophe. Oder du bist verrodet von dem Kollegen. Gehört so. Und dann, dass du auch probiert, und dann hier spitzt man dann eine Prisonszelle anzuschleißen, dass die dann Vertrauen kriegen und so weiter. Also aufpassen auf die Untersuchungstricks von der Gestapo. Trotzdem wissen wir, dass natürlich nicht dem Verheer, nicht der Tortur, aber logischerweise Resistenz nicht genannt tun. Konsequenz wäre dann, dass natürlich ganz gut andere Leute auch verhaftet sind. Weil er dann das Programm von der LPL geht, also wir sehen da für alle, was den Krieg dann betrifft, nicht nur Kriegszeit. Bei der LPL von Herr Rudisch war es so, dass das schon relativ ganz unterschiedlich ist, dass eben Männer ob Kriegszeit selber axiert sind, das nicht so organisiert, nicht so strukturiert vorgegangen. Wo von CT natürlich auch, ja, wie wir treffen wir uns und alle 3 letzte Jahre, das Tragteil von Minus und den auch schon gefeiert. Sie wollen natürlich gegen VDB, gegen die Membern, die große Unzeit von Membern 4 gehen, Propaganda, ich meine, die Ziele sind klar, also gegen Okkupant 4 gehen. Donnerstag sieht er ab quasi der Ende der ersten Seite, diese Nachkriegszeit oder quasi nicht mehr nach der Nachkriegszeit. Den zweiten Trakt, den er kann das nur noch ein bisschen präzise sein. Das kann ich nur so, erstens mal Sanktionen. Sanktionen bezieht sich also dann auf die Operation im Zweiten Weltkrieg. Da steht zum Beispiel dran, aus dem Land geheuen, verrät aus dem Land geheuen, kein Stimmrecht mehr, kein Beamte, wie die zu sehen, eine extra Steuer bezahlen, Anzahl von Vermögen und so weiter. Beim Thema Naturalisationen steht relativ vag dran, was die Deutsche betrifft, dass alle Naturalisationen sollten für die letzten 50 Jahre annulliert werden. Dann gibt es interessant Kritik unter politischen System, also unter der Verwaltung, halt Lützburg. Da kommen Funktionäre mit ganz gute Wäsche. Die gehen als Judas bezeichnet, gehen also schuldig mit Matschuld gemacht und der Situation, die der letzte Bestimmung kennt. Also sowieso, wie da steht, wäre auch eine Reform nötig,
wäre 50% zu viel Beamte. Steht immer so am Text. Wo ihr das könnt, kann ich ja nicht so direkt. Du kannst ja nicht so, wieso das eine Idee war, die so am Kopf präsent war, dass dort Funktionäre so den Fall ein bisschen waschen. Dann kommt noch ein bisschen darum, die Chamber des Staatsrats gibt auch ganz klar kritisiert, wieso käme dort drin gibt. Kein Protester gemacht und so weiter. Das ist auch sich manchmal in der Situation. Ich komme wie so nur noch auf Detail des Schwarzen durch den zweiten Trakt. Hebelspruch ist der 5. Punkt gewährt, letztlich über Kirche, Show, Chamber, also überall soll Lützburg geschwärzt gehen. Deutsch kann uns gestohlen sein, steht am Trakt dran. Weil, wieso kann sowieso als Deutsch gestohlen sein? Gibt es vielleicht eine andere Erklärung, die meint, nicht nur Deutsch, das sind Nazien. Ich schreibe zum Beispiel dran, dass man als ökonomische Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg die Werte immer haben unter Belgien, unter England und Amerika. Braucht man Deutsch. Die Organisation ist wie gesagt viel mehr strukturiert. Hier schwätzt auch von lokalen Komiteen, kantonalen Komiteen, zentralen Komiteen und so weiter. Die Leute sollen sich auch alle bitte melden, das ist ganz klar, alle Lützburger sollen sich auch treue Patrioten, sollen sich können melden, wird also abgerufen, das auch dann tatsächlich zu machen. Ich komme dann auch später kurz auf die gucken, die dann zurück, weil die sollen, wenn es dem herodischen Durchgang ist, hat die sollten eine Rolle spielen und dann wirklich den zweiten Trakt in der Jütz, dass den sich quasi die Nächte, wo das genaue Datum drauf wird, 2. August 1942. Kontexthistorik gebe ich mit Schülern auf froh. Das ist typisch in der Geschichte, setzt das Dokument an seinen historischen Kontext von den Schülern. Das ist nicht immer so einfach für sie. Aber bon, wieso so ein Staat, weil ihr noch auf den historischen Kontext im Moment, also Kriegssituation im Moment angeht, wenn sie also im August wäre fertig. Da haben wir natürlich schon lösen, aber sicher eine Wand im Zweiten Weltkrieg, aber noch nicht definitiv, das ist frei. Heute geben wir uns das so, dass hier ein Großstadt aus Fake News, zu den Fake News, verstehe ich nicht falsch. Das ist also eine Geseits- oder Situation weist damit positiv zu dem Moment, wie sie haben. Dem Moment aber aus. Das ist zum Beispiel sieht, ja, die Deutsche verlieren der Front der Russland immer mehr. Stalingrad könnte ja aber reichen. Bombardamente von deutschen Stils, auch du, das ist aber noch frei, kommen auch tatsächlich ab 43 für alle. Also Moral einstellen. Das ist klar. Liegen sind ginet natürlich auch du. sind noch Menschen, die noch sicherlich gerechtfertigt gewirkt und die dann noch eine kurze Dann, wie gesagt, was Sanktionen geht, aber da interessant ist der Begriff Volksjustiz. Also, alle 3 Lützburger sollen sich an die kantonalen Komiteen melden und die sollen halt sich für die Passion zuständig sein. Da gibt es 3 Kategorien: Hauptvariante, Freischläge oder Spekulanten. Mama wichtig Fall, da gehe ich über den Mittelbahn, das ist nicht schlimm, weil dann natürlich mehr schlimme Sanktionen gibt, das ist so klar. Dann kurz probiert dazu der Chamber und zum Staatsrat. Staatsrat schaffen wir auf. Wenn ihr das Programm liest, den wollen wir nicht mehr. Das Argument hat dran, sie brauchen zu lang für ihren Avis zu gehen. Das ist gerne auch, was ich lesen kann. Dann Chamber. Das will man so, ganz interessant, dass keine Parteienpolitik mehr. Aufschaffen sich für die politischen Parteien. Wieso? Ihr seht, politische Parteien verbindieren mit Propaganda, Bestechung und Favoritismus. Und du willst am Platz wollen verschiedene Stellen verlegen, wo sich die also verschiedene Berufe vertreten. Dann proportional zu uns, weil das dann gewünscht. Also ganz immens interessant, immens weit ist das gar nicht, das ganz. Da muss ich nicht so, ich wünsche mich mit dir, mit der Perle, sich für dich beschäftigt hat, selbst hatte ich nicht erwartet. Also Konklusion, das Mensch verstehen, muss unterschiedliche Persönlichkeiten haben, aber du willst sicherlich auch unterschiedliche
Programmer. De Lucas-Programm so das ganz klar den dann beim Erodische dann zu fangen ass. Ja, größtenteils natürlich die selben Aktivitäten, dann sehen wir eben geschwungen. Voilà, also dann der Research ist so kein direkter Programm. Aktivitäten, da kann ich Zeit gucken, ein bisschen, plus minus Hoffnung, von der Hoffnung, 10 Minuten? Okay, kann ein bisschen Zeit. Okay, die Aktivitäten, auch du Menschen, die Hauptsache kann da, all die was mal in der Zeitung. So verständlich. Die Aktivitäten sind größtenteils nämlich für der periodische und der Petit, die Hauptsache, die immer Unterschiede, wie sie vielleicht ein bisschen mehr sich darauf konzentrieren werden. Vor allem dann die Hauptsache, Verbreitung von Flugblättern, das habt ihr schon gesehen, Gegenpropaganda, also Gegenpropaganda haben wir Beispiel gegen Germanisierungspolitik viel gut. Das klingt einfach. Verbreiten von Flugblättern, das ist nicht nur, dass man Leute nicht verbreiten, wir brauchen Material. Pap, das ist nicht so einfach, nicht selbstverständlich. Das Problem ist, wenn ich viele alle Ohren sozusagen, selbst Leute verstoppen, klingt doch einfach. Das, wenn sie krank gehen, der wisst es, der braucht einen Doktor und so weiter und so fort. Also die Sachen halt klingen sich ganz einfach, ganz banal, aber in der Realität muss das schon von der Organisation ja eine Nächsterrichtung gewirkt sein, die auch ganz viel Courage verlangt wird. Dann nochmal Spionage, du wolltest ganz kurz auf ein Evenement abholen, und zwar oder solche Schreier von der VE oder von Zwei-Waffen, die nationalen Verwaltungswaffen, das waren solche die Wunderwaffen, die Deutschen, die so die Kriegsentschädigung danach sind, waren aber nicht. Die sind in dann zu den Münden auf Usedom, sind die dann geheim produziert. Also dort noch geschafft, und durch den Reichsarbeitsdienst geschafft. Wir waren noch letzte Woche. Ich habe dann noch erzählt, dass ich dann schon nicht der IPL, Petit, den Harry Roth, den hört über DW, kommt den seinen Pap eben geheime Informationen rausgehen, was eben du passiert. Das sind nicht die Mädchen. Also du siehst noch andere Quellen, also andere Informationen rausgedrungen, das war nicht nur mit dem Harry Roth. Polnische Leute, die geschafft haben, und das hochgemacht. Dann hat es Etappe weitergehen. Den hat vier den wird auf der Eisenbahnslinie zwischen Baschnisch und Kauterberg geschafft. Also alle Jahre, alle Tage, so ist die Grenze passiert. Kommt natürlich dann hier einfach auch Informationen über die River wollen, weil Hanno schaffen DLPL und tatsächlich auch eine andere belgische Service de Renseignement Clarence. An über DW kommen dann die Dokumente, die Skizzen noch, die gemacht sind auf London, 2. Juli 1943. Am August 1943 wird Dual Air Force schlussendlich dann mit den Informationen, die wir können, die Zielvorpäne bombardieren, dadurch von den deutschen Mainland natürlich zurückgehalten. Also schon nicht gerade nicht. Dann Hersteller für falsche Papiere, das ist klar, für Leute auf der Flucht sind, den Raymond Petit alias Fernand Schmidt, hat dann auch so einen falschen Pass. Das ist ja klar, für Leute auch, die kommen ja auch so zu den Zwangsrekrutierten, die dann desertieren und so. Also da sind natürlich ganz, ganz viele Leute, die so Papiere brauchen. Das erste Problem, wir brauchen Stempel, voilà. Also alles das, weil die Belege muss ich nochmal dann zusammenfassen, da ist es wichtig, die Spitzen in den Verwaltungen dann zu holen. Teilweise kann da, ich denke, John gut, die sogenannten Personenstandsaufnahmen vom 10.10. je nach Feld. Vous savez, das ist ein Recensement der Population, was nicht ungewöhnlich ist, also zu sich üblich gewesen bei den Deutschen an den besetzten Gebieten. Sie wollten sich ein Bild machen von der Bevölkerung. Weil auch als Letztes war ja auch viel Immigranten, Italiener und so weiter. Und zu der Zeit dürfte er auch nach einem Recensement, wie ihr wisst, aufrufen, wie Millionen dort. Das ist ein Haus, das ist nicht mehr. Und da wird es dann doch sicherlich interessant gewesen, also wie das dann nützt. Das
wir werden erzählen, der Staat, der sieht doch, vielleicht könnte morgen ergangen, wer alles drauf ist, ich wundere mich hier da. Da sind eben 3 Frauen, die sind brisant. Und zwar ist es wie ein Mannespruch, sich stolz, das 7 ist innen, also das ist ihre Muttersprache, dann natürlich auf den ganzen Idee, das ist 5. Zu dem Vorleg zählt er, das moderiert, das Nummer 8. Bei 7 oder bei 8, also ganz interessant, hier ist immer das kleine Getränk, das kriegen wir immer gesagt, und du weißt, dass das kleine Getränk auch immens interessant bei der Mannespruch, wo Haie Lützlich in dem Fall steht, also sich nicht erlaubt, nicht möglich, weil gibt gesagt, klein Getränk Lützeburg ist kein Spruch. Stimmt das derzeit. Theoretisch 1984 hat Lützeburg ein Statut von dem Spruch gekriegt. Für sie ist das ein Dialekt, ein Mund 8. Den 8, wo ich natürlich auch nicht auf Lützeburg widerschreiben, für sie ist Lützeburg, also Lützeburg ist kein Volk, mit Stamm, wie zum Beispiel Sachsen und so weiter. Die haben das auch nicht Lützeburg steht. Bon, was möchte Resistenz da sein? Ja. Aus der Spitze dürfen wir vielleicht richtig aktiv. Im Flugblatt vom 5. Oktober 41 der NPL. Da werden sich nicht heraus ein Referendum für die Unterfängigkeit gemacht. Das heißt, am Anfang zu sich, pass auf die Frauen auf. Du willst, das sind so Fallfrauen, verweigern in der Schrift, steht hier am Flugblatt dran, dass der zweitletzte Strache eher in der Schrift zu verweigern. Und dann kommen neue Flugblätter raus, und dann könnt ihr euch das bekannte Antwort auf 3 Mal Lützeburg. Und hier geht auch auf falsche Informationen zurückgreifen, auf Liegen, weil hier sagt auch so, wie gesagt, diese integrieren anscheinend, also hier ein Geheimbrief ging vom Dr. Goebbels, Propagandaminister und den Gauleiter. Was steht an dem, das war dieser Geheimbrief? Werden die Punkte 7 und 8 in dem gewünschten Sinne, also in dem gewünschten Sinne ausgefüllt, das heißt, das Wort Deutsch eingesetzt, so stellen sie ein klares Bekenntnis zum Deutschtum dar und rechtfertigen den Anschluss. Da das also, was sie halt gesagt hat, die Briefe nicht gibt, das erfolgt. Das war sich auch dann für sich die Leute zu motivieren, pass auf, was er schreibt, das Land ist vor, Donnerfängigkeit ist vor, schreibt ein Deutschstehender, weil sonst sieht der Gauleiter, naja, so viel schlecht Deutsch. Was auch eben interessant ist, dass sie gerade das Propaganda, was halt dann möchte, also sie benutzen da gerade eben noch den Propagandaminister dann für ihren Zweck. Das fand ich ganz flotlusig. Dann, was geschieht, wo sich darauf sind, die allermeisten Leute als Lützeburg Schengen mit 3 Mal Lützeburg geantwortet zu haben. Paul Dostert für den Dienst an der Schweiz für 93%. Immens sage ich kann die Zölle nicht bestätigen, beziehungsweise kontra so Schildfalls, also Chlor, die Zölle immens sage ich, weil die dann in der Spielstufe für den Referendum das nur an den Tieren gemacht, wie Sie schön sehen. Also daraus ist nicht ganz viel. Dann natürlich auch immens bekannt, dass all Jahres sind Kommemorationen zu dem Thema Aufruf zum Generalstreik. Da erklären wir es ganz einfach, dass dezidiert ging, dass die jungen Lützburger ab einem gewissen Alter, 24 bis 24, schnell am Anfang, die also wirklich jung waren zu der Zeit, also durch die Jahre plus minus, die sollten an der Armee angezogen werden. Wehrmacht also sicher als Annexion vom Land dezidiert. Darum sind natürlich die verschiedenen Resistenzgruppen aktiv. Da muss man sagen. Das ist so klar. Alle Familienmenschen werden davon betroffen. Bei so einer Decision ist das ganz klar. Da sind die verschiedenen Resistenzgruppen Schengen sich getroffen zu haben. Ein Member von der NPL, Petit, Joseph Hellens, auch noch nicht allzu lang verstorben. Ich war just dort, aber ich habe von der NPL auch durch allzu langer Zeit auch so einen kleinen bischlichen Rest gibt für seine Memoire, kann ich sich so. Den als bis noch der Verbindungsmann gewirrscht, NPL Petit, NPL Rodisch, NPL Bresel, den ist uns gekümmert. Für eben das Flugblatt, weil du siehst, produzieren zu müssen.
und dann sich zu verfassen und dann trinken zu müssen. Sie probiert Kontakt aufzunehmen mit London, mit der Exilregierung, weil am nächsten hat sie halt gesehen, dass die Fluchtbilder und die Fliege und Berufkeit wären und dann hatte sie eigentlich auch dann die Responsabilität nicht gehabt. Kann keine Reaktion. Zeit reicht. Also muss man viel gehen, man gibt einen Armalogi, das war belgische Norm von der Dresel, den hat eine Imprimerie, aber es war so eine Chance, dass sie mir eine große Imprimerie daneben benutzt haben. Und haben sie dann den Traktor-Trick gelöst. Aber, ich muss immer lachen, das sind wirklich Geschichten, und da wird das Geschichte interessant, wer kannst du kein schief tun. Das ist relativ dramatisch. Ich weiß nicht, das ist relativ klein natürlich, man sagt, ich lese nicht einfach viel. Das heißt, du siehst, dass der Flugblatt hier rausbrücht gehen, für dann die Leute so, was sie machen, wann Werkpflicht angefordert wird. Da sollten sie, wie es steht, die Generalstreik, da sollten sie streiken. Also steht hier, macht Opposition. Und wenn die Gauleute sei Verbrechen so begonnen, dann Exil oder Werkpflicht proklamiert, das soll man dann machen, dann antwortet mit dem Marschpunkt. Ja. Das soll natürlich stehen, dann antwortet mit dem Generalstreik. Wenn das durch schief ging, sie hat sich die, das ist auch Zeichen auf Druck geschrieben gegen auf der Hand, sie wollten sich den Begriff Generalstreik, der relativ ist, en majuscule, groß, du hinter geschrieben, kreieren. Du willst einen Marschpunkt. Bon, den, der Flugblatt und die Bälle steht verträglos, die das gedreckt wird, ich habe das nicht verstanden, aber wir haben Platz, den größten Schreiben tatsächlich mit vorhin Rollstrecker sind. Da war da, wo Budget hat, den sie schön sieht. Und hat spät neuer Drecken zu lassen, du gehst auf der anderen Flugblätter, du hast Bildstrahl oder Hand, nicht drunter, und dann hat gesagt, noch andere haben einen Stempel. Stopp, ich habe schon so gesehen, weil so Stempel, Touch nicht drunter in der Rollstreck. Boah, das ist so dann noch eine wirklich immens interessante Geschichte gewirkt. Ja, und du willst wohl ich dann noch nicht vierteilen für die Leute, die nicht sollten kommen. Die Reaktion kann man eigentlich. Ich da dann, das war ganz heftig, und da Simon hat durch 21 Exekutionen ausgeschaltet am Standgericht, das ist ganz ergangen, einer Familie ist umgesiedelt ging, also schmeckt über Resistenz, aber vielleicht auch wirklich feiert, vielleicht auch erstaunt über die Heftigkeit von der Reaktion. Dann, ob sie Hölle für verklären, haben wir auch schon gesagt, die müssen verstoppt gehen, die waren ein paar Bayern, die müssen über die Grenze durchgehen. Am Anfang von der Präsentation hatten die verschiedenen Gruppen Pimen, Patrioten indépendant, die war für noch bekannt für die Schleusen über die Grenze. All der Ungeheuer und so weiter, die von dem auch sehr Leben gelöst. Also, das sind dann noch über die natürlich die Kontakt hier gestaltet gehen, das für sie über die Grenze zu kriegen. Dann Tierstellen von Reihe von patriotischen Fotos, das scheint, so ich informiert sind, ein bisschen spezifisch alperotisch gewirrscht zu sein. Symbolik aus Chlor, Patriotismus, ne? Aber auch der Glaube, den eine Rolle spielt, sieht Mutter Gottes, du ans Land und so weiter. Also so patriotische Fotos sind dann hergestellt gehen, so Collagen, verkauft gehen, so gesammelt gehen, andere für die Leute, die man müssen unterstützen, die dann eben auf der Flucht waren oder wie auch immer. Und dann, ich nicht alles von der LPR Dresden geschwärzt, da kann ich dann aber Haien machen. Das ist dann bekannt für die Untergrundzeitung. Der Periodisch hat aber auch in ganz kurzer Zeit auch einen rausgebracht. Am April, wenn ich da geschrieben habe, 42 ganz lang. Du hast dann wie so alles zerschlagen gegeben, du hast ja auch geflüchtet in Brexit. Gibt es sich dann einfach so zwei Zeitungen von Brexit, heute sieht er die erste, die Freie Lützburger, nationalistische Oppositionsblatt, ganz flott und interessant, erscheint regelmäßig und unregelmäßig. Der Ding ist dumm als der Redakteur, das war der Charles Carmes, wie der es gesagt hat, das stinkt dumm genannt, an Verwaltung, wo sitzt die Verwaltung von der Zeitung, am Prisenraum. Weil wenn ich immer im Flot von den Leitchen in Arbeit ihre Witz nicht verletzen, trotz der schwierigen Zeit, die immer, fand ich immer ganz flott. Weil das also
Eine Zeitung, die am Anfang rauskommt, du hast tatsächlich immer jetzt, 15. Oktober 1940 gewesen. 13 Nummern zwischen vermehrt sind, sie rauskommt, zwischen Oktober und April, also ab Oktober 41 und April 42. Dann, die anderen, dann geschieht sich mit der Fusion von der LPR Rotisch, dem die Zeitung hat die umzählt. Übrigens dann sie haben eben die freie Lützeburger umzählt, LPL, offiziell Organ von der LPL. Da war so der Schande worin dann die Zeitung publiziert wird dann vertrieben an der Belsch, wird dann natürlich auch letztlich besprochen, zwischen November 1942 und November 1944, also nur der Befreiung, als die letzten Nummer rauskommen. Alles in allem finden wir Schlimmeren, auch da Mengen Kenntnisse nur sind sie nicht alle erhalten. Also die ich nur dran gesagt habe, die man nicht schon getan ist, dass ich habe übrigens auch dabei geschrieben, die finden bei der Belgian War Press. Also du willst das da gesagt, also alles so dran, ich habe dabei geschrieben, die haben da ganze Codenummern und die öffentlich zugänglich um Internet und können die Sachen mit einer ganz guter Qualität nur lesen. Die sind sie auch nicht drauf. Also du willst wann jetzt alle gehört, meldet sich. Das gibt mich was interessiert. Was steht drauf? Ja, Propaganda, Herstellung von der Moral haben wir gesagt. Und zum Schluss, was auch flott ist, steht ganz oft dran, der Nummer von der Spende, die also auch auf Zeitung suchen und so weiter gespendet wird, natürlich in einer witzigen Teilweise Pseudonyme. Nicht natürlich mit ihren richtigen Namen ist. Voilà. Die waren noch ganz gut informiert. Zum Beispiel steht an der Zeitung vom 1. März 1944, kurz nur der Exekution für die Resistenz der Hinsatz, die 23. Herr König hat gelesen, hat schon gesagt von der LPL, die sie durch Schuss gehen an die publizierten Namen, auch an der Zeitung, darauf sind tatsächlich. Und da jetzt also getippten Bild vom amerikanischen Präsidenten, der sagt, Artist und Typewriter, als das genannt ging, weil das in englischen Zeitungen noch publiziert, den Typewriter schon gelesen, also auch nur ein bisschen so populär. Bei übrigens, ich hatte schon eine Rollstrecke, dass sie auch in der ausländischen Presse geschrieben haben, das hatte ich viel nicht gesucht. Also, du siehst schon die Elemente, die auch über Grenzen weit dann bekannt gehen sind. Konklusion? Was kann ich also so? Ich gebe so Konklusion kurz ein genug von der Möglichkeit wie 1944, vielleicht kurz, 1000 Tag vom September 1944, also mit dem es letztlich befreit ging. An dem Jahr 1944 als die Union gegründet ging. Du könntest ja dann noch, dadurch, dass du gesagt wie schnell? Busser. Okay. Die Union ist ein bisschen ein Regroupement von verschiedenen Resistenzgruppen, die LVL, RL, also Lesbeth Leibwoch nach, und den Lesbeth Freiheitspunkt. Dann wird Rodisch, und da steht da doch heute dran an dem Trakt, ganz kurz, die sehen, wir gehen nicht Member von der Union, wir brauchen keinen Sitten, weil wir sich ein Regroupement von allen 3 Letzterer der LPL. Da sieht du den Member dran. Ungefähr 50.000 Member hat die Union. Noch Krieg spielt auch eine Miliz, als dann noch ein bisschen für Trash und Ölung zuständig, ein bisschen für Deporation. Du kannst so durch den Konflikt mit der Regierung, wenn sie wollen, sich politisch können man entschieden sich. Verlangen auch den Rücktritt von der Regierung. Cornelia Charlotte, die können natürlich schon, muss ganz schon ganz enthusiastisch empfangen, das ist so allgemein bekannt. Voilà, wenn das lastet, was ich wollte sagen, da habe ich mich auch an der Menge Arbeitsstunden nicht darum gekümmert gehabt, nämlich auch da an der Konklusion, dass es Streit gibt, tatsächlich. Im Zweiten Weltkrieg, leider so oft, im Krieg, ein bisschen so vereinfacht gesagt, Streit zwischen LPR Rodisch und LPR Pötti, wen wen hat die meiste Meritdach und so weiter, da äußere ich mich heil und nicht, so nicht und so. Ja, das, also du gehen viele Artikel, die dann Leserbriefe und so weiter publiziert gesehen, ein Buch rauskommt, das ist 1973 schon perodisch, also ein Buch über die Resistenz für perodisch von Jeski. Das ist natürlich nicht ganz gut gekommen. Also,
Du weißt, voilà. Das ist dann nur an der Nachkriegszeit tatsächlich dann auch gegeben. Also, last Woche, die Resistenz kommt natürlich die Germanisierungspolitik von Gauleiter nicht abhalten. Und aber trotzdem natürlich schon sehr viel erreicht. Vielleicht nehmen wir ein Beispiel, was Zwangsrekrutierung geht. Bei uns bleibt der Bataillongang 20 bis 6, 27. Zum Beispiel in Elsass geht es dann schon von uns noch 4. Das ist auch nicht das. Voilà, das wollte ich euch also kurz als Konklusion dann geben. Voilà, ich hoffe, den Exposé hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, die ich kann beantworten.